Und somit herzlich willkommen zurück bei Retrocast Sinnlose Let's Plays. Und ja, es tut mir leid, dass am Mittwoch kein Video gekommen ist, aber ich habe gerade noch Magen-Darm-Grippe verwünscht und somit habe ich keine Zeit gehabt, um eine Aufnahme machen und ich bin auf dem Weg von der Besserung, aber es geht mir immer noch nicht ganz 100% gut, aber wir sollten ja gleich einmal weitermachen, dass wir irgendwann mal bei dem Let's Play auch mal noch Fürsche kommen und vor allem irgendwann mal noch eine Sendung sehen. Okay, das letzte Mal haben wir den Kapfritter geholt und dann dürften wir, glaube ich, so vom Ausrufezeichen her einmal mit der Adria reden. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ich lebe wieder. Soltun Kull. Wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren, damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael. Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Das Schicksal ist wunderlich. Okay, die möchten alle mal noch mit uns reden. Sollen wir zuerst mal noch mit denen reden? Oder sollen wir gleich weitergehen? Nachher haben wir genug geredet in der letzten Folge. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. So sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Okay, das heißt... Weiß auch nicht, was er heißt. Das ist Wahnsinn. Ihr wisst genau, dass er uns verraten wird. Ah ja, der Templer dabei, eigentlich kann ich sie wieder mitnehmen, sie hat mir gefallen. Der Prophet hat unseren Sieg vorhergesehen. Ja. Hier haben wir zwei Weibchen dabei. Und den müssten wir, glaube ich, da reisen. He? Dürften wir wieder in die Oase, wo wir schon mal gewesen sind. Gut. Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Was faselt ihr da? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Ich habe nicht gewusst, was ich so gefaselt hat, aber egal. Wir dürfen wieder mal ein bisschen metzeln. Mehr Wut! Nur ihr könnt diese Monstrosität bezwingen. Ich brauche mehr Zeit. Mögen ihre Leichen auf ewig hier verrotten. Das geht noch nicht.
brauche Wut. Und ich will wissen, was durchgeht. Ihr werdet die Aquädukte nicht betreten! Mein Meister Belial verlangt nach eurem Blut! Noch nicht bereit. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Oh, alte Wasserstraße, ja gut, dann gehen wir da mal hin. Kaiser Hakan. Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Belials Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kulls Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt 2 Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Habt ihr Belial gefunden? Noch nicht, aber ich habe einige Hinweise. Es ist schwer. Ich habe viele Berater und andere, die mir Tag und Nacht malen. Ich werde ihn finden. Wie könnt ihr vor uns erscheinen? Ich stehe unter strenger Beobachtung. Ich kann den Palast nicht verlassen. Ich habe ein Amulett vom Botschafter der Wischerei gestohlen. Ich habe beobachtet, wie er es benutzt hat. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ihr müsst den Stein finden. Überlasst ihn ja mir. Er hat eure Frage nicht wirklich beantwortet. Wie seltsam. Ja, Junge, hat uns ausweichen. Ja, gefühlt gehabt. Und, okay. Heimeingang und der nächste Eingang. In der Luft liegt ein fauler Geruch. Uns steht ein Kampf bevor. Es ist Belial. Solange er lebt, ist ganz Chaldeum im Belagerungszustand. Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Und so wie wir Fußabdrücke. Glaubt ihr das? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Ich wünschte, ich könnte den Wasserfall für euch verschwinden lassen. Aber leider ist er keine Illusion. In der Tasche ist nichts mehr. Ich denke, vielleicht finde ich dort noch etwas. Und ich habe die ganzen guten Gespräche nicht unterbrechen, weil ich ja eh meistens nicht so viel rede. Aber jetzt noch nicht denkt, ich sage auch mal noch etwas. Das ist ja auch wieder mal etwas gesagt. Fleisch ist schwach.
gut, die nehmen wir natürlich gern. Aber wie nicht viel Schlaues drinnen ist. Ich brauche mehr Zeit. Niemand hält mich zurück. Ich weiß nicht, wo ich soll durchlaufen. Noch nicht bereit. Habt ihr schon Angst? Aber solange sie mal noch überall Gegner rum hat, sind wir ja wahrscheinlich noch nicht so unterwegs. So, also da sind wir mal in eine Sackgasse gelaufen. He? Da in dem Fall. Au. Ich möchte mehr Zeit, um die Bibliothek von Caldeum zu erkunden, wenn das hier vorbei ist. Ihr ähnelt eurem Onkel mehr, als euch bewusst ist. Vielleicht. Aber es gibt dort bestimmt Bücher über den schwarzen Seelenstein und Asmodar. Vermutungen meines Onkels zu verstehen. Ich kann den Hebel sehen. Ein Hebel wäre betätigt. Zu meiner Zeit gab es diese Aquädukte noch nicht einmal. Ich brauche mehr Zeit. Kreaturen müssen sterben. Das geht noch nicht. Wir müssen ihn aufhalten für unseren Meister. Belial muss es wirklich auf euch abgesehen haben. Ja, in dem Fall ja. Noch nicht bereit. Hauptsache, wir haben wieder einen riesen Dungeon, wo wir wieder verlaufen. Keine Ahnung, aber nicht an muss. Zurück in die Hölle und Bleibt dort. Okay. Das war eine Sackgasse. Der Philosoph Cadus sagt, wenn ihr die Wahrheit über eine Stadt kennen möchtet, dann seht euch einfach den Zustand ihrer Straßen an.
Also ist Caldeum von Dämonen besudelt und stinkt nach Verfall? Ja, und die Stadt wurde auf Geheimnissen erbaut. Die Aquädukte von Caldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor 3 Jahrhunderten die Oase von Dalgur entdeckt worden war. Obwohl Caldeum schon viele Jahre lang wohlhabend gewesen war, konnte die Stadt mit einer verlässlichen Wasserquelle noch mehr wachsen. Luxuriöse öffentliche Brunnen wurden errichtet, um allen sauberes Trinkwasser zu bieten. Okay, ein bisschen Hintergrundwissen. Ich brauche mehr Zeit. Euer Fleisch ist Wie gesagt, aus dieser Seite sind Gegner vor, also Volkatos! Führt meine Hand! Noch nicht bereit. Nicht genug Wut. Das geht noch nicht. aber da ist eine Sackgasse gewesen, okay. Ich vermisse es, mit Onkel Deckard nach verloren gegangenen Artefakten zu suchen. Obwohl es nicht immer ungefährlich war. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste, weil er irgendeinen staubigen alten Wandteppich anstarrte. Ich sollte mich spezialisieren. Okay. Dann hätten wir den zweiten Schalter, nehme ich an. Der macht's auf. Dieser Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Würdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. Ja, von dem man ja erwartet. Nicht zu fassen, dass er mich in ein Fass gesteckt hat. Hier drin ist es wirklich ganz schön unbequem. Wer bist du? Das werde ich nicht tun. Hallo? Irgendjemand da draußen noch am Leben? Auf keinen Fall. Ihr da draußen, seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Sagt ja, wenn ihr es seid. Oder klatscht einfach. Ich muss nicht wenig klatschen. Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin.
Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Wie unhöflich von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Das ist ein seltsamer Name. Findet ihr? Mir gefällt er ganz gut. Ich kann mir nicht erklären, warum ein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Es war ohnehin leichtsinnig, hierher zu kommen. Ihr hattet Glück, nicht bei lebendigem Leib verspeist worden zu sein. Unsinn. Ich bin zäh und knochig. Dämonen haben besseren Geschmack. Und ihr dachtet, ich wäre seltsam. Das kann ich nicht. Unmöglich. Was für ein faszinierender Ort. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Bis auf diesen Teil. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Noch nicht bereit. Ich frage mich, wohin mein junger Reiseführer verschwunden ist. Gavin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen? Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Also, wenn du mehr unterwegs bist, dann schon mal. Ich kenne mich da unten auch nicht aus. Wisst ihr, eigentlich war es ganz interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Ich hatte eine Menge Zeit, in Ruhe nachzudenken. Aber ein bisschen... Der Schmelztiegel! Er gehört mir! Seid vorsichtig, Gavin! Er könnte verflucht sein! Oh je! Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf! Hebt ihn auf! Armer junger Mann! Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich in Kaldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Ich suche schon seit langer, langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein, müsst ihr wissen. Ich habe es zwar nicht eilig, aber vielleicht werde ich ihn ja finden, wenn ich mit euch gehe. Genauso wie den Schmelztiegel auch. Wie wäre es, wenn ich euch auf eurer Reise begleite und wunderschönen Schmuck für euch herstelle? Gut, aber lasst uns hier verschwinden. Der Ausgang ist nicht weit weg von hier. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden? Das hängt ganz von eurem Geschmack ab. Oh, ich mag alles Mögliche. Ich habe von vielen seltsamen Delikatessen gehört und viele davon auf meinen Reisen gekostet, aber... Oh, das habt ihr nicht ernst gemeint. Ja, bist Helsröpfli, hä? Wenn man merkst es noch. Okay. Ich gehe schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ich muss den Zauber lernen, mit dem wir Kults Körper wieder zusammenfügen können. Wir treffen uns in den Archiven wieder. Okay, und was muss ich jetzt machen da? Wenn wir noch mehr so Zeug suchen, gut? Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke.
Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Der Wunsch, ein Gott zu werden, hat dazu geführt, dass euer Kopf von seinem Körper getrennt worden ist, Kull. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Werden wir da? Wollen wir da? Ja. Ich würde sagen, das wäre es für die Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Ich hoffe, bei der nächsten dann auch wieder. Und kann ich mal die Inventar ein bisschen leeren gehen, wenn wir da schon so einen schönen Wegpunkt bekommen haben. Also, vielen Dank und man hört sich.